Er ist Verhörspezialist und zählt zu den Besten, doch ihm unterläuft ein fataler Fehler. Er ist Dolmetscher in mehreren Sprachen, doch von sich persönlich spricht er kaum. Er, das ist Philippe ten Holt, die Hauptfigur im neuen Roman Die Wahrheit vielleicht von Karl Rühmann. Karl, wir sind hier in einem sehr kargen Raum, wo es sehr an verschiedene Szenen in deinem Roman erinnert. Woher weißt du so genau, wie es in einem Verhör zugeht? Ja, ich hatte einmal die Gelegenheit, in einer Phase meines Lebens diese Situation kennenzulernen, und zwar auf der besseren Seite des Verhörtisches sozusagen. Und die Erfahrung hat mich nie mehr verlassen. Das heißt, du warst einer von denen? So kann man es auch nennen, ja. Ich war einer von denen, ja. Du warst einer von ihnen. Einer von ihnen, Feimann, so heißt der Ausbildner, der bereitet Kandidaten wie Philippe auf ihre Aufgaben vor. Aber von ihm erfährt man auch nichts. Er ist so eine Mischung aus Psychologe und Philosoph, jederzeit bereit, auch Gewalt anzuwenden. Also es kommt so untergründig durch. Wie echt ist er? Ja, ziemlich echt. Das, was du sagst, das ist es genau, was es braucht. Also man muss natürlich psychologisch bewandert sein, aber auch sowas ausstrahlen, sowas Geheimnisvolles, damit die Leute das Gefühl haben, dass sie nicht dem, der sie verhört, überlegen sind. Also ein gewisses Geheimnis im Hintergrund ist ein Teil der Taktik. Hast du ähnliche Situationen erlebt wie die Männer und Frauen, die Philippe verhört? Ja, das natürlich, das ist immer nah an der Wirklichkeit, natürlich literarisch verfremdet, natürlich etwas, zurechtgemacht. Aber diese Situationen, die im Roman vorkommen, in Form dieser kleinen Dialoge, die sind ziemlich authentisch, ja. Man spürt immer so eine ganz, ganz hochsubtile Gefahr, fast so ein bisschen Angst, so wie weit geht man wirklich als Verhörspezialist, um die Wahrheit zu erfahren? Gut, das ist jetzt so ein Detail, aber vielleicht interessanter auch zu wissen. Meistens geht man davon aus, dass ein gewisses Stresslevel gut ist. Und das ist genau nicht der Fall. Also man möchte eigentlich die Leute dazu bringen, sich zu entspannen. Aus einem ganz banalen Grund. Das Gedächtnis funktioniert besser, wenn man entspannt ist, und man will ja das Gedächtnis aktivieren. Also diese Angst ist eigentlich eher nicht willkommen. Jetzt kennen wir ja eigentlich Verhöre aus Thrillern, amerikanisches, großes Hollywood-Kino. Es ist aber auch eine Situation, du erwähnst es, voller Angst und Schrecken. Man muss sich vor jeder Frage fürchten. Vor allem das Machtgefälle ist so unfassbar groß. Geht es da wirklich immer um die Wahrheit eigentlich, oder sind da andere Interessen im Spiel? Das Problem ist eben, dass diese Angst und diese ganzen unangenehmen Situationen entstehen vor allem dann oder werden dann gepflegt von dem Verhörenden, wenn man nicht auf die Wahrheit, sondern auf das Geständnis aus ist. Und das ist etwas, was man eigentlich nicht machen sollte. Und das ist, genau darin besteht das Zerrbild in den Medien. Da geht es immer darum, die Leute zu bedrohen, ihnen Angst zu machen, damit sie gestehen. Und es ist, vielleicht klingt das für dich jetzt ungewöhnlich, aber es ist viel einfacher, zum Geständnis zu kommen als zur Wahrheit. Die Leute sind eher bereit zu gestehen, als zu sagen, wie es wirklich war. Und das ist in Wirklichkeit eben nicht so wie im Film. Also das heißt, man macht sich das zunutze. Jetzt Philippe, deine Hauptfigur, der versagt in einem Verhör. Wie real ist das? Also passiert das oft? Weil es hat wirklich fatale Folgen. Es dürfte nicht passieren. Das passiert schon, natürlich passiert das, weil auch die Leute, die man verhört, das sind auch Leute, die manchmal auch gecoacht werden dafür. Das sind vor allem in diesem Umfeld, in dem sich Philippe bewegt, da geht es um das Militärische, also den militärischen Geheimdienst. Da sind die Leute, die man verhört, keine einfachen Diebe. Sondern das sind Leute, die eine Ausbildung, ja, die kennen sich damit aus. Also auch die wissen, wie man manipuliert, und da können Fehler schon passieren. Aber die haben eben, wie du sagst, oft fatale Folgen.
Jetzt nach diesem Ereignis wechselt Felipe den Beruf. Er verlässt den Geheimdienst, wie du es jetzt gerade uns auch erzählst. Aber er arbeitet wieder in prekären Situationen. Er geht als Dolmetscher in Gefängnisse, er ist bei sozialen Geschichten dabei, also wenn Menschen zum Sozialamt müssen, bei Familienproblemen, wenn Kinder aus Familien rausgeholt werden. Worauf kommt es beim Dolmetschen am meisten an? Das ist auch eine sehr komplexe Tätigkeit. Da muss man natürlich erstmal den Nachteil ausgleichen, den die beiden Parteien haben, indem sie einander nicht verstehen. Also das ist so die einfachste Erklärung. Man ist so ein Filter, Sprachfilter. Leider ist es in Wirklichkeit nicht so einfach. Man erlebt oft große Emotionen. Man kann es nicht verhindern, dass die eigene Erfahrung, der emotionale Hintergrund nicht aktiviert wird. Und da besteht manchmal die Kunst darin, sich nicht zu engagieren. Nicht sichtbar, aber auch nicht innerlich. Also so eine Art Neutralität, kann man das so sagen? Ja, und zwar eben nicht nur das ist die Verantwortung, dass man nicht irgendwas beeinflusst. Ja, weil du hast ja eine wahnsinnige Macht. Also ich meine, in Sprachen, vor allen Dingen, die uns fremd sind, kannst du etwas hinzufügen oder du kannst es weglassen und es gibt eine völlig andere Situation daraus. Genau. Und durch die Wortwahl kann man natürlich etwas Gutes bewirken, nämlich eine bessere Stimmung erzeugen. Man kann aber genauso das Gegenteil. Und darum ist es wichtig, dass der Dolmetscher sich nicht engagiert, indem er zum Beispiel meint, in seinem Kopf, die Partei sagt die Wahrheit, die andere lügt. Und dem werde ich behelfen. Also das darf man nicht. Also er übersetzt nicht nur die Worte, sondern er interpretiert dann eigentlich, oder? Genau. Ich arbeite hier in Zürich als Dolmetscher und das nennt sich nicht nur, das ist auch bezeichnend. Meine Berufsbezeichnung ist nicht Dolmetscher, sondern interkultureller Dolmetscher. Ich muss sozusagen ausdrücklich zwischen Kultur und Vermitteln. Also sprich auch andere Sitten, andere Gebräuche, die man hier überhaupt nicht versteht, ohne deine Hilfe. Genau, ich kann manchmal nicht einfach nur übersetzen. Ich muss es so übersetzen, dass die andere Partei das im kulturellen Kontext versteht. Ja, und das macht die Verantwortung noch größer. Ist es das der Grund, warum Felipe sich eigentlich am liebsten auf gar nichts einlässt, emotional? Ja, Felipe hat eben eine besondere Vorgeschichte, da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten, aber er kann es nicht verhindern, sich dann zumindest emotional zu engagieren, obwohl er genau das nicht möchte. Und darum sagt er sich das immer wieder, das interessiert mich nicht. Dieser Satz, den er immer wieder sagt, das ist darauf zurückzuführen, dass er sich selbst überzeugen muss, dass ihn das nicht angeht. Wie machst du das selber? Also hältst du dich raus? Bringst du dich ein? Man braucht so gewisse Rituale. Also Felipe geht an einen bestimmten Ort, immer nach einem schwierigen Einsatz. Ich habe auch solche Rituale. Wenn nichts anderes, gehe ich manchmal spazieren. Das kann auch schon helfen. Du hast angedeutet, bei Felipe taucht plötzlich eine geheimnisvolle Frau auf. Und dein Buch, das ist ein völlig neuer Dreh. Also absolut überraschend. Die Frau, soweit darf ich jetzt gehen, die hat keinen Namen, niemand kennt sie. Man weiß überhaupt nichts über sie, wer sie ist, woher sie kommt, warum sie überhaupt existiert. Und trotzdem baut Felipe eine ganz intensive Beziehung zu ihr auf. Wie bist du auf die Idee gekommen und wie hast du diese Person selber entdeckt? Sehr zufällig. Also ich war auf der Suche nach einem Ritual für den Felipe. Und darf ich sagen, wo er sie... Dann war ich im Kunsthaus und habe diese Frau dort entdeckt. Sie hängt dort an der Wand und ist etwa 350 Jahre alt, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Und Felipe braucht sie, um mit ihr imaginäre Zwiegespräche zu führen. Das konnte, fand ich jetzt beim Schreiben, keine reale Frau sein, weil er muss in sie Sachen hineinprojizieren. Sie kann nicht wirklich darauf reagieren. Und ich muss sagen... Das stimmt nicht, sie reagiert. Das ist ja dieses Großartige, was dir da gelungen ist.
Kommen wir noch mal kurz auf die Wahrheit zu sprechen, weil Felipe folgt der Wahrheit obsessiv. Das hat mit seiner Herkunft zu tun. Es ist ein stark beladener Begriff. Für jeden bedeutet Wahrheit etwas anderes. Warum ist jetzt für ihn die Wahrheit so wichtig? Gut, er hat als Kind erlebt, wie die Leute die Wahrheit vor ihm verschleiert haben. Die Wahrheit, die nach seiner Meinung ihm zugestanden hätte. Und das hat ihn nie mehr, dieser Eindruck hat ihn nie mehr verlassen. Was im Buch dann zum Ausdruck kommen sollte, ist, dass er diese Wahrheit auf verschiedenen Wegen sucht. Das kommt zum Ausdruck, aber er erfährt sie ja trotzdem nicht. Denn es geht um seinen Vater. Und es ist eine doppelte Wahrheit, nämlich, was hat er wirklich getan? Ist er der Verbrecher, als den man ihn vermuten könnte? Und was ist wirklich mit ihm passiert nachher, oder? Das sind also auch noch diese Doppelbödigkeit. Das ist vielleicht ein bisschen boshaft, aber ich möchte meine Leserin, meinen Leser in die gleiche Situation hineinversetzen, dass sie nicht einfach von mir die Wahrheit einfach so serviert bekommen. Sie sollen mit Felipe auf die Suche gehen und nachspüren, wie das ist, wenn man es nicht gleich findet. Oder vielleicht auch gar nicht. Oder das wissen wir jetzt nicht, ne? Oder wollen es zumindest nicht sagen. Ja. Aber das Buch heißt ja Die Wahrheit vielleicht. Worauf spielt dieses Vielleicht an? Ja, eben, da wären wir wieder beim Anfang von unserem Gespräch, die Wahrheitssuche bei einem Verhör. Wenn man auf das Geständnis hinaus ist oder aus ist, wird man die Wahrheit vielleicht nicht erfahren. Oder mit anderen Worten, wenn man die Wahrheit sucht, muss man Geduld aufbringen, nicht zu schnell zufrieden sein, dass man sie gefunden hat. Das ist ein zartes Pflänzchen. Und Felipe lernt das auf die harte Tour. In allen Tätigkeiten, von denen ich da erzähle. Also eine Wahrheit kann ich sagen, der Roman ist viel zu schnell zu Ende. Er ist wunderbar. Ich bin total begeistert, vor allen Dingen von dieser geheimnisvollen Frau. Die Wahrheit vielleicht ist ein Roman über Täuschung und Enttäuschung, über Verrat und die obsessive Suche nach der Wahrheit. Und zugleich ein packendes Buch über die Frage, wie weit ist ein Mensch bereit zu gehen, um diese Wahrheit zu finden?